Sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, mit dem vorliegenden Antrag jetzt in zweiter Lesung, Dankeschön für das Pult. Mit dem vorliegenden Antrag in zweiter Lesung wollte die Piratenfraktion hier mal einen Diskussionsprozess anstoßen, nämlich darüber, ob gewisse Regelungen zwischen dem Land Berlin und den Kirchen in Berlin noch so zeitgemäß sind. Das war ja in der ersten Lesung schon eine ganz interessante Debatte, wo wir auch nochmal darüber informiert haben und auch Herr Brauer das nochmal sehr schön gemacht hat, wie eigentlich die Historie ist, dass die Bundesländer in Deutschland für die Religionsgemeinschaften, aber insbesondere für die katholische und für die evangelische Kirche bis aufs Bundesland Bayern, glaube ich, die Kirchensteuer einziehen. Und die Frage ist weniger, oder die Motivation dieses Antrags ist jetzt weniger eine Feindlichkeit gegenüber irgendeiner Religionsgemeinschaft, sondern eher die Frage, passt das noch in eine Systematik rein eines Landes, eines Bundeslandes oder auch eines Staates, wo es ja eine Trennung zwischen Staat und Kirche im Grunde genommen gibt. Und die Frage, danke für den frenetischen Applaus, Herr Kollege, und die Frage ist ja auch ein drisches Thema, aber ich freue mich, dass nachher noch der Herr Verreiken dazu spricht. Der wird dazu wahrscheinlich auch noch sehr konstruktive Dinge sagen. Nee, der Punkt ist halt tatsächlich, wir müssen uns mal fragen, ob das noch so in die Systematik reinpasst, und natürlich historisch bedingt, und das streitet niemand ab, ist die Beziehung zwischen den christlichen Kirchen und diesem Land natürlich eine besondere. Das sieht man alleine daran, ich habe es nochmal gerade rausgesucht, findet man auf der Webseite des Senates, die sogenannten abschließendes Protokoll über Besprechungen zwischen Vertretern des evangelischen Konsortiums in Berlin in Klammern West, der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und des Senats von Berlin über die Regelung gemeinsam interessierender Fragen. Das ist natürlich ein sehr altes Dokument, kam der Zuruf von links von 1970. Und das illustriert es nochmal ganz schön, weil das ist so ein Dokument, da steht dann drin, der Bildungssenator wird folgendes Schreiben an die Kirche richten. Und dann ist da das Schreiben vorformuliert. Und dann ist er vorformuliert, da sagt der Bildungssenator, ja, aber sehr gerne bezahlen wir den Religionsunterricht oder so. Ja? Das ist aus einer anderen Zeit. Ja? Das will auch niemand leugnen, hat auch jeder irgendwie verstanden. Aber die Frage ist ja tatsächlich, und das hat mich so ein bisschen geärgert in der parlamentarischen Debatte, mache ich aber auch niemandem einen Vorwurf, dass also quasi keine handfesten Beweise uns als Parlament vorgelegt worden sind, warum das denn jetzt so gut fürs Land Berlin ist, dass wir über unsere Infrastruktur in den Finanzämtern den Einzug der Kirchensteuer abwickeln. Dafür erheben wir ja eine Gebühr, aber ob es jetzt so richtig kostenneutral ist und ob man da jetzt eine Inflation reinrechnet oder so, das bleibt ja alles irgendwie sehr im Wagen. Dann könnte man natürlich die Frage stellen, okay, wenn man das jetzt begründet mit, das ist ja ein sehr sinnvoller Verein und die tun ja auch gute Sachen für Menschen, könnte man ja auch sagen, ja gut, aber warum zieht dann das Finanzamt die Mitgliedsbeiträge für andere Vereine, auf die Ähnliches zutrifft, nicht ein, und warum ist das quasi so ein exklusives Recht für Kirchen? Nun ja, der Antrag hat, wen hätte es gewundert, keine Mehrheit in diesem Hause bekommen. Das ist jetzt aber auch nicht besonders schlimm. Wir haben uns damit aber tatsächlich eine Chance vertan. Wir haben auch eine Chance insofern vertan, eine Diskussion innerhalb der Kirchen in Berlin, die ja von dieser Regelung profitieren, anzustoßen. Denn, das hat ja Herr Brauer in der ersten Lesung auch noch mal sehr schön gesagt, in Bayern, wo es eine andere Regelung gibt, findet die Kirche das sehr schön, weil sie damit dann noch mal irgendwie den Kontakt zu ihren Gläubigen pflegen kann und es natürlich auch einen Anreiz setzt für die Kirchengemeinden in Berlin, sage ich mal, durch ein besonders tolles Programm, durch einen besonders tollen Service, nenne ich es mal, ihre Schäfchen dazu zu motivieren, auch mehr oder weniger zu bezahlen als das, was da automatisch vom Gehalt abgezogen wird, was man dann aber wieder von der Steuer irgendwie absetzen kann oder so. Da müssen wir mal Steuerberaterin fragen, ich kenne mich damit nicht aus. Aber ist abgelehnt, ist schade, dass es abgelehnt worden ist, weil wir uns damit quasi nicht ums Kerngeschäft gekümmert haben, nämlich eine politische Entscheidung zu treffen, aber
Schauen wir mal, dann sehen wir mal. Ist ja nicht die letzte Legislaturperiode. Vielen lieben Dank.